Willkommen zum Family Chat. So schön bist du heute mit dabei und wir sprechen über ein Thema, das uns mega beschäftigt und uns so wichtig ist. Wie leben wir den Glauben zu Hause mit unseren Kindern? Wie können wir Jesus so vermitteln, dass es eine Einladung ist, mit ihm unterwegs zu sein? Ich freue mich drauf und schön bist du heute dabei und wie immer, wir lieben es von dir zu hören. Schreib in die Kommentare rein, was du dazu denkst, was deine Fragen sind. Du kannst uns auch ein E-Mail schreiben an family.chat@icf.ch und wenn dir das Video gefällt, vergiss nicht, das Daumen hoch zu drücken und den Kanal zu abonnieren. Yes, und bevor wir einsteigen in diese mega große Frage, ist es uns ein Anliegen, darüber zu sprechen, hey, was wünschen wir uns überhaupt für unser Kind? Wünschen wir uns, dass es sich schlicht einfach bekehrt, damit es ja in den Himmel kommt? Oder wünschen wir uns, dass es eine Freundschaft leben kann mit Jesus, der das Leben so richtig auf den Kopf stellen kann? Und das ist super, dass wir so ein gutes Team hier an Bord haben. Und ich freue mich, mit euch zusammen diesen Fragen nachzugehen. Und Katrin hat heute extra ein schönes Fläschchen montiert. Genau, well zum Glück habe ich das immer in der Tasche mit dabei. Genau. Also, wer bin denn ich überhaupt, damit ich meinem Kind von Jesus erzählen kann? Und meine tiefste Überzeugung ist, dass ich von Jesus eine Freundin bin. Ich bin die Freundin von Jesus und das heißt, dass ich in jeder Lage zu ihm gehen kann. Wenn ich mega glücklich bin, wenn ich traurig bin, wenn ich wütend bin, zu Hause, kommt vor, dann darf ich zu Jesus gehen, weil ich weiß, er ist da und er ist mein treuer Freund. Und ich wünsche mir, dass meine Kinder lernen dürfen und sehen, erleben können, dass Jesus auch ihr Freund sein möchte. Ja, und ich bin auch eine Tochter von Gott, von Jesus. Er hat mich gewollt, erwählt und ich darf zu ihm kommen wie ein Kind. Ich darf so sein, wie ich bin und darauf vertrauen, dass er mich wunderbar gemacht hat mit all meinen Sonnen- und meinen Schattenseiten. Und das gibst du deinen Kindern weiter, oder was? Genau. Diese Selbstverständlichkeit, dass Gott Kinder liebt und mich liebt als seine Tochter und auch sie liebt als seine Söhne und Töchter. Mega mit Identität. He? Ja, genau. Ich finde immer spannend auch, dass ich möchte meinen Kindern weitergeben, dass sie haben etwas bekommen. Sie haben etwas bekommen, um ein Licht zu sein. Also ich weiß, dass nicht um Druck auszuüben, dass sie irgendwo in der Schule etwas tun müssen, aber grundsätzlich ein Verständnis zu sagen, hey, ihr habt Gott gibt dir etwas. Er vielleicht gibt er dir mal Kraft zum Aufzustehen gegen Mobbing in der Schule. Du darfst einen Unterschied machen. Und du hast von Gott bekommst du Liebe oder auch Weisheit und die kannst du reinbringen, wo du bist, schon mit einem frühen Alter. Und das ist etwas, was ich meinen Kindern mit auf den Weg geben möchte. Natürlich neben euren zwei Dingen, das ist auch super. Ja, genau, ich glaube, das ist ja der Punkt. Oder es gibt so viele verschiedene Aspekte. Oder Gott ist alles oder er ist der Anfang und das Ende. Es gibt wie so viele Facetten in seinem wunderbaren Wesen und das zu deiner Entlastung. Du musst nicht alle Facetten von Gott abdecken. Das ist nicht dein Job. Aber ich glaube, es ist unsere Aufgabe als Eltern auch, einfach die Kinder mit in das einzubeziehen, was wir erleben. Und gleichzeitig ist es so schön zu wissen, also die Kinder, die haben ein Leben lang Zeit, um Gott immer besser kennenzulernen. Und so geht es ja dir und mir zum guten Glück auch. Ich denke, hoffentlich bin ich in einem Jahr wieder weiter, wie ich heute bin. Echt, das wünsche ich mir. Und so ist es auch bei unseren Kindern. Und ich merke dann so, das Kind muss, glaube ich, am allermeisten auch in unserem Setting drin lernen dürfen, hey, ich kann wählen. Ich darf selber wählen. Vielleicht muss das Kind sogar wissen, hey, ich darf wählen, oder? Mega wichtig. Du kannst keine Entscheidung für deinen Sohn, für deine Tochter übernehmen, ich auch nicht. Aber es ist, glaube ich, eine wichtige Entscheidung von uns, dass wir wissen, dass das Kind wählen darf, weil es am Schluss
seine Entscheidung ist, ob es das möchte oder nicht. Und ich glaube, das zu Genau. kommunizieren gibt schon eine Freiheit rein. Hey, du darfst, weil in unserer Familie darfst du. Nicht nur genau. du musst, sondern Ja. du darfst auch. Es ist okay, weil so wie diese Freiheit zu geben, Ja. gibt eine schöne Entspannung rein. Ja, Und so wie ich vorhin gesagt habe, wir sind Kinder von unserem Gott, so sind auch unsere Kinder sind Kinder von unserem Gott und nicht die Enkelkinder von Gott. Das heißt, ich bin nicht die Vermittlerin zwischen den Kindern und Gott oder Gott und den Kindern, sondern er hat einen direkten Draht. Und das finde ich noch entlastend, das zu wissen. Er hat einen direkten Draht, er kann direkt mit ihnen kommunizieren und sie auch mit ihm. ja, und er wünscht sich das ja. Also es ist Genau. ja seine Sehnsucht, oder? Also er sagt ja, du bist wundervoll geschaffen in diesem Mutterleib. Also von Beginn an liebt er ja unsere Kinder, oder? Und er liebt sie sogar wahrscheinlich noch mehr oder noch anders wie wir. Und auch wenn wir mal nicht mehr können oder nicht mehr so viel Geduld und Liebe auf Lager haben, dann hat er es immer noch, oder? Ganz genau. Ach, und das finde ich so entspannend in dieser Reise, Mega. wenn wir da als Familie unterwegs sind. Und mir ist es ein mega Anliegen, wenn wir heute über diese Thematik sprechen, dass du jetzt nicht da sitzt und dann denkst, oh, jetzt sagen die mir bestimmt noch 10 Sachen mehr, die ich noch mit meinem Kind tun müsste, damit es denn ja gut kommt. Nein, das ist nicht unsere Sicht. Es ist unser Wunsch, dass wir dir einfach ein paar Gedanken und Ideen mitgeben können, die vielleicht deinen Familienalltag erfrischen. Und es ist mir ein Anliegen, dass der Glaube ja nicht mit einem Leistungsdruck verbunden ist, weil ich weiß, du hast schon viele To-Dos von der Schule oder was auch immer, die du da erfüllen musst. Und wenn du dann das Gefühl hast, ja, jetzt muss ich noch gut die biblischen Geschichten erzählen, wir müssen schön beten und segnen und alles, dann gibt es so viel Druck rein und das ist überhaupt nicht unsere Absicht. Und ich glaube auch nicht, dass das die Sicht ist von Gott oder sein Job an dich, gar nicht. Und was mir auch ganz wichtig ist, hey, der Glaube braucht den nicht irgendwie als einen moralischen Support in deiner Erziehung. Ich glaube, es ist mega, mega schwierig, wenn das man ist dann gut. plötzlich zu hören bekommt, oh, Gott hat dann nicht Freude daran, wenn du immer deine kleine Schwester, oder? Oh, das ist sehr gut. Wenn dann Gott plötzlich der himmlische Aufpasser wird, ich weiß nicht, ob dann unsere Kinder Lust haben, wirklich mit ihm Zeit zu verbringen und ihm nahe zu sein, weil wenn ich von jemandem immer nur höre, was ich nicht gut mache, ist es jetzt für mich nicht sehr attraktiv, in dessen Nähe zu sein. Einfach, das ist uns mega wichtig, so, bevor wir in diese Themen einsteigen. Und es gibt kein richtig und kein falsch, aber es gibt eine passende Art und Weise, wie du mit deinen Kindern unterwegs sein kannst. Genau. Sag mal, Kathrin, du hast so viel Erfahrung mit so vielen Kindern, deine eigenen und all deine Pflegekinder. Was bringt es eigentlich, wenn du als Mama zuerst einmal mit Gott unterwegs bist? Ja, diese Frage habe ich mich auch gestellt. Was bringt mir überhaupt eine Beziehung mit Gott zu haben als Mutter? Und da habe ich wirklich ein wenig geforscht, weil ich denke, es kann nicht sein, dass ich einen Glauben habe, der einfach mir noch mehr Druck aufsetzt, sondern ich ging auf die Suche, wo ist die Entlastung, was ist die Ressource und habe sie dann auch gefunden und gemerkt, hey, ich hatte eine Zeit als Mutter, da bin ich fast verzweifelt, weil ich den Eindruck hatte, ich habe zu wenig Liebe für meine Kinder, für meine Pflegekinder und es genügt einfach nicht. Und da habe ich in der Bibel gelesen, wie Jesus eine riesen Menschenmenge da predigt, schon tagelang, und er sieht, wie die alle erschöpft sind und die Not, die sie haben. Und das hat mich so angesprochen, weil ich auch oft die Not meiner Kinder sehe oder der Pflegekinder. Und dann hat er sie satt gemacht. Und zwar hat er die Jünger losgeschickt und gesagt, gebt ihnen zu essen. Und die hatten ja auch nichts. Und die haben noch ein paar Brote gefunden und ein paar Fische und haben das Jesus zur Verfügung gestellt. Und für mich ist das ein Bild,
ich kann das bisschen, was ich habe, Jesus zur Verfügung stellen und er macht dann mehr als genug daraus. Und ich habe das erlebt. Ich habe sogar Feedback dazu bekommen von einer Psychiaterin, die einen Pflegesohn von uns begleitet hat. Die hat gesagt, man spürt richtig, wie sie das Kind mögen, wie sie das gerne haben. Und das war für mich ganz klar, das habe ich nicht selber geschafft oder gekonnt, sondern ich habe mein bisschen Liebe Gott zur Verfügung gestellt und er hat daraus mehr gemacht. Ja, das ist Und das kommunizierst du mit deinen Kindern oder wie machst du es? Ja, wir sprechen immer wieder mal über den Glauben und ich liebe es mit den Kindern auch über den Glauben zu sprechen, wenn eine Frage kommt, da zu forschen und ich erzähle, was es mir bringt, was es für mich für eine Ressource ist und nicht jetzt glaubst du an Gott, jetzt musst du jeden Tag beten und die Bibel lesen, sondern was bringt es mir, wenn ich bete? Was bringt es mir, wenn ich Bibel lese? Dann kommt es aus deinem Zeugnis, was das du ist lebst. Und ich habe das alles erlebt, ja, genau. Stark. Ja, ich glaube, das ist ja wirklich so eine Sache, wenn du wie merkst, hey, Gott macht ja ein Wunder, oder? Ja. Er vermehrt das bisschen Liebe, das du hast, vermehrt er, damit dann das eine offizielle Stelle so benennen kann. Ja. Und für mich gibt es noch so ein Bild, das ich mal gehört habe im Rahmen vom Elterncoaching mit dem Würfel. Und der Würfel, der liegt ja häufig in einem Zuhause rum und deshalb gebe ich dir das kurz mit. Vielleicht geht es dir wie Katrin und du denkst, uff, meine Geduld heute ist so klein, ich weiß nicht, wie ich das bis zum Abend durchhalte. Und dann kannst du das Bild vom Würfel nehmen. Die gegenüberliegenden Seiten, die ergeben ja immer 7. Also oben ist zum Beispiel die 1 und unten die 6. Und vielleicht hast du heute ein Pünktchen Geduld. Und dann darfst du damit zu Gott gehen und sagen, hey, bitte vermehre das. Und ich glaube zutiefst, dass Gott diese 6 fehlenden Geduldpünktchen dazugeben wird. Vielleicht hast du auch einen super guten Tag und merkst, hey, heute habe ich 5 zu liefern. Ja, dann stellst du deine 5 zur Verfügung und Gott ergänzt noch seine 2. Und ich glaube, somit darfst du einfach darauf vertrauen, dass das bisschen, das du hast, wenn du es Gott hinhältst, wird er mehr daraus machen und er kann es komplett machen. Ja, genau. Du musst es nicht komplett machen, nur weil du an Gott glaubst. Ja, wir können es gar nicht komplett machen. Das wäre ein Irrtum. Ja, ich liebe es auch immer, meinen Kindern zu sagen, auch in meinen Schwächen, dass dort sagen, hey, ich probiere so gut wie möglich guter Vater zu sein, aber ich bin nicht der perfekte Vater. Gott ist der perfekte Vater und auch da sogar zu sagen, ich brauche ihn. Ja. Also und da, ich finde das stark, ja. Auch, dass wir durch das, dass wir Vergebung empfangen für uns, vielleicht auch getrauen, unseren Kindern um Entschuldigung zu bitten. Das ist dann das Resultat daraus. Ja, genau, zum Beispiel. Für mich ist auch die Kinder, also für mich das Kinder zu haben, bedeutet auch mein erstes Jüngerschaftsfeld zu haben. Also das hört sich vielleicht komisch an, aber es ist wie die Leute, die Gott mir anvertraut hat. Ich weiß, die gehören schlussendlich dann nicht mir. Sie sind mir anvertraut und ich hoffe, ich entlasse sie in die Mündigkeit, oder? Aber in dieser Zeit, wo sie mir anvertraut sind, möchte ich all das weitergeben, was Gott mir gegeben hat. Jüngerschaft ist ja nicht, du darfst nicht selber entscheiden. Also ich zwinge dich in etwas rein, aber was ich bekommen habe, gebe ich weiter. Mir hilft das Bild in der Bibel oft, hat Gott den Juden gesagt, hey, feiert diese Feste und sagt es euren Kindern, was er gemacht hat. Also auch das Zeugnis wieder. Genau. Und ich merke, ich möchte das erzählen, was Gott in meinem Leben gemacht hat, erzählen, was er in der Bibel gemacht hat, was er in der Weltgeschichte gemacht hat. Einfach das Weitergeben und diese Verantwortung wahrnehmen und sagen, ich möchte das einfach weitergeben, was ich bekommen habe. Nicht, jetzt muss es alles heute auf morgen, jetzt müsst ihr, sondern es ist mehr eine Sicht und die lasse ich dann reinfließen
in meinen Alltag. Ja. Das tönt ja, weißt du, so mega schön und jeder denkt jetzt wahrscheinlich, ja, das möchte ich auch, das wünsche ich mir auch, oder? Dass die guten Dinge, die guten Geschichten und Werte von Generation zu Generation weitergehen. Aber dann, was, wenn das Kind zum Beispiel einfach sagt, es interessiert mich nicht? Oder? Dann erzähle ja, das kam bei uns auch schon vor. Und erstens musste ich lernen, entspannt zu sein. So, okay. Ein halbes Jahr, ein Jahr, wie auch immer lang. Wenn sie gar nicht interessiert ist an der Bibel, vielleicht nicht interessiert an Gott ist, oder eines unserer Kinder hat immer gesagt, ich spüre Gott überhaupt nicht. Also ich weiß nicht, ob er da ist. Und dann nicht in Panik zu verfallen, aber du musst... Nein, okay, easy. Wenn ich ja glaube, dass Gott ist auch der Vater von meiner Tochter oder meinem Sohn, dass er ist kräftig genug, sich meinem Kind zu offenbaren. Oder? Amen. Er ist kräftig genug, das zu machen, muss ich entspannt sein. Und das sagen ist kein Problem. Da habe ich auch erzählt, ich hatte auch eine Zeit, wo ich nicht die Bibel lesen wollte. Ja. Und das war zum Glück auch okay. Ja. Und dann das einfach auch wieder zu sagen und dann erzählen, wieso ich wieder angefangen habe ich dann auch erzählt. Ja. Weil ich mir bewusst gemacht habe, Gott liebt mich, ob ich die Bibel lese oder nicht. Er liebt und ich habe mir da Gedanken darüber gemacht und dann habe ich wieder nach einer Zeit wieder angefangen, die Bibel hervorzunehmen, weil ich gemerkt habe, in diesem Buch lerne ich von diesem Gott, der mich liebt, bedingungslos und das hat mir einen anderen Zugang zur Bibel gegeben. Da habe ich das einfach erzählt. Ja, ja, mega. Ich glaube, das ist ja so das Entscheidende, oder? Häufig haben wir so ein gewisses Bild, wie dann jetzt zum Beispiel eben das Kind Gott erleben müsse und dann das auch formulieren kann, oder? Oder man wünscht sich so sehr, dass es sich brennend für all das interessiert, was wir doch denken, sei so gut und so wichtig. Und ich glaube, das hat ja auch Berechtigung und es zeigt unseren Herzenswunsch, dass wir einfach möchten, weil wir wissen, wie reich wir sind, wenn wir mit Gott unterwegs sind, weil seine Freundschaft das größte Geschenk ist. Und das sage ich jetzt nicht einfach so, ich musste das auch zuerst entdecken, oder? Das ist, ja, aber ich glaube wirklich, es ist so eine Spannung, die es oftmals auch auszuhalten gibt. Und das Gleiche erlebe ich häufig auch, wenn Leute mir erzählen, ja, ich wünschte mir so fest mit den Kindern zu beten. Und dann haben die Kinder so eine Gabe der Effizienz, ja teilweise dann beim Beten, oder? Dann haben sie 2 oder 3 Anliegen und das packen sie dann alles in 2 Sätze zusammen und dann sind sie fertig. Und wir wünschen uns dann vielleicht etwas Ausgeschmückteres und ich möchte dir da mega Mut machen, dass du das Kind einfach so, wie es ist, mega ernst nimmst. Weil wenn das Kind 2 Sätze betet, dann gehe ich davon aus, es meint es das zu 100%. Und es ist eine Einladung für dich, auch einfach eine Sprache zu wählen, die genau gleich ist, wie wenn du sonst kommunizierst. Mich irritiert es häufig, dass wir von Jesus als unserem besten Freund sprechen und das auch dem Kind erzählen. Und dann, wenn wir beten, wird es dann plötzlich so ein bisschen andächtig und fromm oder so ein bisschen. Es kann sich einfach dann so verändern und ich glaube, dieses Setting, das dann plötzlich nicht mehr gleich normal ist wie gewohnt, kann mega irritierend sein. Und wir möchten dir da einfach Mut machen, dass du versuchst, einfach so normal wie möglich einfach über Jesus, mit Jesus zu sprechen, auch mit den Kindern zusammen. Und dass du da nicht irgendwie das Kind und seine Ausdrucksweise anprangerst, weil das kann sonst ganz schwierig werden. Ja, es ist dann schade, wenn es denkt, oh, man kann richtig und man kann falsch beten. Und im Glauben muss man immer aufpassen, dass man nichts Falsches macht. Das fände ich so schade, wenn unsere Kinder dieses Bild vom Glauben erleben. Und ich wünsche mir, dass die Kinder spüren, der Glaube ist eine Ressource. Und da bin ich auch herausgefordert als Mutter, mich auf die Entdeckungsreise mache. Was für eine Ressource, was ist der für mich? Was hat er für mich getan? Und nur schon das zu leben, ist schon ein Beispiel. Denn es ist eben die persönliche, es geht nicht auf eine Religiosität zurück, genau. sondern es ist immer die persönliche Beziehung. Ja, genau. Ja. Und das ist auch unser Ziel, ja. Ja, mega. Aber oft limitieren wir das auf religiöse Aktivitäten. Ja, und ich merke, also mein Herzenswunsch ist wirklich, dass die Kinder Jesus als Person kennenlernen dürfen,
primär und nicht den Glaube als irgendwie eine Sache zu verstehen haben. Und ganz konkret, wie das eine Familie aus unserer Church macht, das seht ihr im Clip von Dave und Ladina. Was wir uns wünschen für unsere Jungs, ist es einfach, dass sie kommen dürfen mit allem. Dass es nicht Zeiten braucht, in denen wir zusammen beten und etwas einander erzählen, was uns beschäftigt, sondern dass sie einfach kommen dürfen, dass es ganz natürlich passiert. Auch gestern kam zum Beispiel der mittlere Sohn und hat gesagt, er ist eifersüchtig auf seinen Freund, weil er mehr gamen darf und so gewisse Levels erreicht und unser Sohn dadurch nicht. Und ich habe gesagt, hey komm, wir legen das Jesus einfach aufs Kreuz. Solche Gefühle kenne ich auch wie Eifersucht und das ist menschlich und wir legen das Jesus hin. Und so geschieht das ganz natürlich. Ja, so wirklich ganz im Normalen drin passieren. Was wir oft machen und viel machen, ist unsere Jungs zu ermutigen, Gottes Wahrheiten über ihnen auszusprechen, für sie zu beten. Wir segnen sie sehr viel, auch gerade abends nutze ich immer die Zeit, wenn ich die Kids ins Bett bringe, um sie einfach zu segnen, auch Gottes Wahrheiten einfach über ihr Leben aussprechen. Ich hatte gerade heute einen berührenden Moment, einfach so ganz natürlich beim Mittagessen. Unser Ältester hat gesagt, es ist schwierig für ihn zu verstehen, dass es einen Himmel gibt. Und dann habe ich gesagt, ja, hol mal deine Bibel. Und dann haben wir Matthäus 6 aufgeschlagen und das Vaterunser gelesen, wo es auch heißt, wie im Himmel, so auf Erden, habe ich ihm dann versucht, aufgrund dieser Stelle zu erklären, ja, hey, den Himmel gibt's. Und was im Himmel ist, das möchte Gott, dass es einfach auch hier auf der Erde passiert. Und so passiert es einfach ganz im Normalen, im Alltag. Ja, und was wir zum Beispiel ausprobiert haben und bis jetzt in unserer Familie nicht funktioniert hat, ist das gemeinsame Worshipen. Was aber auch nichts macht, man kann wieder etwas Neues ausprobieren und Worshipen tun wir dann im ICF. Ja, so gut von Ihnen zu hören. Und da geht es bei uns fast ähnlich zu und her. Und ich merke gerade, die Rituale, die sind ja nicht nur schlecht. Rituale helfen auch mir. Also wir haben in der Familie auch solche Rituale. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir die mit Überzeugung machen und immer wieder als Einladung nehmen, dann wirklich das echt unsere Beziehung mit Gott auszuleben, mit unseren Kindern in dem Moment. Und Punkt der Kirche ist lustig, das ist mir ist es ein Anliegen, dass meine Kinder Freude haben an der Kirche. Und ich habe gemerkt, da hilft es mir ab und zu auch ganz praktisch zu schauen, dass der Kirche ein lässiger Moment wird. Also wir hatten zum Beispiel, die Kinder waren am Musical und dann haben sie am Abend noch Ice Cream bekommen. Und im Foyer wurde da die coole Beach Sound abgespielt und dann haben sie Ice Cream gegessen, dazu getanzt im Foyer und ich hatte so Freude. Es war jetzt kein Worship, kein Gebet, aber sie haben Kirche mit etwas Schönem assoziiert. Und das ist mein Wunsch, weil ich weiß, das möchte ich, dass eine Freiheit da reinkommt. Weil klar kann ich nicht sagen, der Kirche schaut, dass mein Kind von Gott hört. Das möchte ich nicht sagen. Aber die Kirche ist ein Ort, wo ich Gott erlebe und dass das assoziiert ist, das ist eigentlich ein Ort, wo Fun herrscht und wo Leben herrscht und das können wir etwas steuern. Ja, und ich glaube vor allem das Leben, oder? Ja. Das Leben ist so vielseitig, hat so viele Facetten, so wie Gott auch, oder? Ich glaube, er feiert mit uns und er leidet mit uns, er freut sich mit uns und ist mit uns traurig. Das hat ja alles Platz und wie schön ist es, wenn das in verschiedenen Settings stattfinden kann. Und noch etwas, was ich glaube, was mega kraftvoll ist, ist einfach, wenn du dein Kind segnest und es ermutigst mit diesen göttlichen Wahrheiten. Bei mir ist es momentan so, ich verbringe doch noch viel Zeit auch am Wickeltisch mit meinen Kindern. Genau, das Alter lässt grüßen. Und ich habe für jedes Kind einfach einen Vers aufs Herzen bekommen. Ich habe den aufgeschrieben. Und wenn ich da das Kind wickle, dann bete ich einfach diesen Vers für sie. Manchmal laut, manchmal leislich. Jetzt betet häufig meine kleine Tochter so 1-2 Wörter mit für ihren kleinen Bruder. Und ich glaube, das ist mega kraftvoll. Oder? Das ist jetzt mein Setting bei den kleinen Kindern. Ich weiß nicht, wenn du erwachsene Kids hast, gibt es andere Momente, wo du ihnen einfach diese Wahrheiten mit auf den Weg geben kannst. Also ich denke, es ist vor allem, dass ich für sie bete, sie segne im Gebet, gar nicht so oft mit ihnen, aber auch
wenn sie Nöte haben und da hinhören. Und ich verpacke es oft auch in einen Wunsch für sie, dass ich ihnen so ganz konkret wünsche, hey, ich wünsche dir, dass du heute einen guten Tag hast und das gar nicht in ein Gebet verpacke, aber so sie auch wieder losschicke. Ja, sie so aus dem Haus lässt. Ja, genau, oder? Mit ihnen das Gute wünschen. Segnen heißt ja nichts anderes als das Gute wünschen. Yes, und das ist ein super Abschluss und deshalb beten wir einfach noch mega, mega gerne für dich. Und Vater, Papa Gott, ich danke dir, dass du so interessiert bist an uns als Eltern, aber auch an unseren Kindern und als uns als Familie. Und ich bete, dass du nun jeder zuschauenden Person einfach eine Idee, einen Input mitgibst, den sie umsetzen kann in der kommenden Woche. Und dich segne ich ganz bewusst nun mit dem Psalm 32. Da sagt Gott, ich will dich lehren und dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich berate dich und nie verliere ich dich aus den Augen. Und mit dich spricht er zu dir ganz persönlich, zu deinen Kindern und zu allen Generationen, die noch nach dir kommen. Und mit diesem Wunsch segnen wir dich, dass Gott dich sieht und er treu ist. Amen. Amen, hey. So schön warst du dabei. Genau. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wieder von dir zu hören und wünschen dir eine ganz gute Zeit.